Willkommen zum Reise-TV, willkommen zum Neuesten aus der Welt des Tourismus. FTI Touristik wird im Winter mehr Flüge nach Agadir anbieten. Der Münchner Reiseveranstalter verdoppelt das Angebot im Winter 2016-2017 im Vergleich zum Sommer. Da waren es 6 oder da sind es jetzt 6 Flüge. Im Winter dann 12 Flüge. Ab 1. November werden Flüge ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Bonn, Leipzig-Halle und München angeboten. Also es ist fast doch die gesamte Bundesrepublik bestens abgedeckt. Neu im Winterprogramm sind auch Shuttle-Service, zum Beispiel von Agadir nach Marrakesch. So bietet sich die Möglichkeit, beispielsweise einen Badeaufenthalt am Atlantik mit einem Städtetrip in Marrakesch zu verbinden. In Los Angeles wurde das höchste Aussichtsdeck Kaliforniens eröffnet. Es ist ein zweigeschossiges OUE Sky Space auf dem US Bank Tower und das Ganze liegt 300 Meter über dem Stadtzentrum und bietet demzufolge einen fantastischen Blick auf die Stadt und das Umland. Zum Schluss noch eine nicht so schöne Nachricht. Es gab einen Terroranschlag gestern Abend auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul, bei dem es viele Tote und Verletzte gegeben hat. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es Gott sei Dank wenigstens keine deutschen Opfer. Die anderen Opfer sind aber genauso schlimm, gar keine Frage. Einige Reiseveranstalter oder die meisten Reiseveranstalter haben mittlerweile Istanbul-Reisenden kostenfreie Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten eingeräumt. Die Konditionen dazu, bis wann man sich entschieden haben muss, sind unterschiedlich. Das weiß aber jeder Reiseberater, bei dem man seine Reise gebucht hat. Die US-Luftfahrtbehörde hat vorübergehend alle Flüge nach Istanbul untersagt. Aus Deutschland sind die Flüge heute einigermaßen wie geplant gestartet. Es muss aber im Laufe des Tages nach wie vor mit Unregelmäßigkeiten im Flugverkehr gerechnet werden. Man sollte sich also vorab bei seiner Airline informieren, ob und wie der Flug stattfinden wird, den man gebucht hat. Taleb Rifai ist der Chef der Welttourismusorganisation und hat appelliert, von Anschlägen betroffene Reiseziele nicht zu isolieren. Wenn wir an Paris oder Brüssel denken, dann müssen wir ganz klar sagen, wir sind alle nicht mehr davor gefeit, irgendwann ein solches Unglück miterleben zu müssen. Die Wahrscheinlichkeit allerdings ist immer noch sehr gering, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also sich jetzt zu Hause zu verbarrikadieren ist wahrscheinlich auch keine Lösung. Wir sollten unser Leben einfach weiterführen, das ärgert die Terroristen am meisten. Das Auswärtige Amt rät zu einer erhöhten Vorsicht, besonders in großen Städten der Türkei. Das war's vom Reise-TV für heute. Ich wünsche eine gute Reise.